In unserer Serie auf LiveNet bei den Denkanstößen sind wir jetzt im letzten Teil angelangt. Wir beschäftigen uns ja schon seit einer Zeit mit der Weisheit der Ameisen oder auch mit Lebensbereichen, wo wir es schleifen lassen. Ich sage, wo wir selektive Faulheit einziehen. Heute geht es um einen Bereich, der für uns Christen mega zentral ist, nämlich die Beziehung zu Gott zu pflegen und wie wir das machen in unserem Alltag auch. Ich denke, wir können sehr schnell irgendwo abschweifen in andere Bereiche oder anderen Sachen zu viel Priorität geben. Zum Beispiel, dass wir eben auf Besitz oder auf Karriere setzen. Und da gibt es warnende Beispiele in der Bibel. Eines davon ist im Lukas-Evangelium, wo Jesus ein Gleichnis erzählt von einem Bauer, der sehr reich ist. Dem läuft es auch sehr gut, gute Ernte. Dann baut er immer grössere Scheuer, tut seine Vorräte ansammeln und sagt sich, hey, wenn ich jetzt noch mehr anbauen und alles mein Getreide und was ich ernte kann dort rein tun, dann habe ich ausgesorgt, muss nicht mehr arbeiten, alles super. Und dann sagt aber Jesus in diesem Gleichnis, Lukas 12 ist das, Gott sagte zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht wirst du sterben. Wer bekommt dann deinen ganzen Reichtum, den du angehäuft hast? So wird es allen gehen, die auf der Erde Reichtümer sammeln, aber mit leeren Händen vor Gott stehen. Also zeigt das ganz deutlich, um was geht es am Schluss. Nämlich, dass ich mich auch für die Sachen interessieren und einsetzen, die Gott auf dem Herzen hat. Das ist das Reich von Gott, das sind die Anliegen von Gott, das sind die Menschen, die Gott am Herzen liegen. Und wie kann ich das machen? Indem ich Gebetsleben pflege, dass ich investiere ins Reich von Gott. Das kann heissen, am Sonntag gehe ich in die Predigt und beteilige mich dort hier drin, diene anderen Menschen und so weiter. Die Bibel ist voll von Möglichkeiten, hier sich zu inspirieren. Wie kann ich mich auch beteiligen an diesem Bau vom Reich von Gott? Und ich wünsche euch zu guter Letzt eigentlich von dieser Serie, jetzt, die wir angeschaut haben miteinander, dass ihr dort euren Platz findet und auch wieder vielleicht einen Schritt macht und sagt, komm, ich will mich reingeben und ich kann vielleicht auch etwas anderes wie abschränzen, wo ich mich verrennt habe in einem Bereich, wo es nur noch um mich ist gegangen, um Habgier vielleicht sogar und meine eigenen Ziele, wo ich am Schluss des Lebens nichts dafür habe, mit leeren Händen vor Gott stehe. Seid gesegnet, wünsche euch alles Gute, be blessed und tschüss.